Kapitel 26. Ein Kapitel, das, irgendwie noch episch begann und doch, bevor es überhaupt zum eigentlichen Kampf kommen konnte, bereits wieder, zumindest emotional, zu Ende war. Elise hat sich geopfert, um Sender im Prinzip die Wahrheit vor Augen zu führen, wenn man so will. Ihn anzufliehen, den ganzen Kämpfen aufzuhören, aber so stur wie er nun mal ist, so stolz vor allem wie er ist, will er es zu Ende bringen und begreift, glaube ich, erst wenn es zu spät ist, was er bereits alles falsch gemacht hat. Also dann, los geht's mit Kapitel 70 bereits, Kapitel 70, Quatsch, Part Nummer 70, Entschuldigung. Jetzt zum Let's Play Fire Emblem Fates Mechnis und, ja, ich meine, werden natürlich viele Gegner, keine Frage. Allerdings, das Kapitel selbst geht eigentlich darum, den Boss zu besiegen, wenn ich es also schaffe, Sende bereits vorher Platz zu machen. Ich meine, klar, wir haben hier mit Erfahrungspunkten alles und hast nicht gesehen, aber wenn ich ehrlich sein soll, alleine schon, wie das Kapitel begann, würde ich doch sagen, es geht eigentlich darum, dass ich selbst Sender halt besiege, und zwar so schnell es geht. Naja, legen wir los, Freunde. Tja. Ich weiß echt nicht, was es eigentlich sonst bringen soll, weil er wird sowieso angreifen. Von dem her ist eigentlich ziemlich egal, was ich mache. Ich werde natürlich noch so machen, okay. Er wird angreifen, er wird nicht ziemlich viel ausrichten können, vor allem gegen meinen Drachenstein. Es wird ziemlich sicher, wenn ich das mal so sehe, auch ziemlich schnell vorbei sein. Das ist sogar gut so, vielleicht eher schlecht so. Mal schauen. Ich werde natürlich wieder mal ein bisschen auf Verteidigung zuerst gehen und dann nachher, denke ich mal, ein bisschen da durchhämmern. Das ist auch nichts Besonderes. Hier Silberaxt, wir haben den, wir haben den, wir haben den. Nee. Der kann sowieso nicht ziehen, das heißt, vor allem gegen Ragnarok und so weiter abwehren, okay. Den Speed noch verteilen, gut, dann kommt Felice direkt mal hier hin. Und sie kann ja auch ziemlich viel noch ausrichten, im Hitzeschuriken. So, dann wäre eigentlich eher Kaden da oben sehr praktisch. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier mit Silberschwert, okay. Silberlanze und Speer, Doch erstmal durchbrechen. Ne, ich schicke ihn mal hier durch. Drehtwaffenverteilung bringt zwar jetzt nicht sehr viel, weil er schwer gegen Schwert ist, aber trotzdem netter Gedanke. Jo, würde ich auch sagen, war. Ein Hammer und durchgebrochen sind wir. So, Tiergeist kommt hier hin. Dann haben wir mit ihrem Wasserrad, eventuell auch sowieso episch wären die Waffe. So, dann kommt sie mal hier hin. Schicke ich mir halt da drin. So. Komme ich jetzt echt nicht durch in der Tür? Ich meine, ganz ehrlich, eigentlich sie müsste doch öffnen können, vielleicht sogar er. Würde sogar gehen. Ja, ich sage, irgendwie ist es gerade ein bisschen unlogisch, weil er kann das Kapitel so schnell beenden. Ist aber mal Tür unpassierbar, okay, aber die haben ja gar keinen Schlüssel, die können gar nicht rein. Ob ich jetzt da irgendwie helfe und so weiter, ich meine, platt machen wir doch sowieso. Elise, echt die Musik. Das ist so traurig.
Müsste zwar vielleicht sogar angreifen, wa? Lasst sie kommen. Wird. Ah. Ich habe erst das Gefühl, das Kapitel wird sehr schnell vorbei sein. Sehr schnell. Trotzdem getroffen, nicht schlecht. Sender kommt trotzdem nicht. Also doch, wenn ich angreife, ist es nachher vorbei. Gut, natürlich umso besser, mir ist ein bisschen in der Hand. Das heißt, ich würde es glaube ich trotzdem so machen, dass sogar in diesem Part beenden, weil erstmal ist Part Nummer 70, da ist sowieso eine epische Zahl und andererseits auch zu Ehren von Elise, dass sie den Kampf noch schnell zu Ende bringen. Ich weiß die ganzen Erfahrungspunkte hier oben, hast nicht gesehen, aber ist mir relativ scheißegal, ganz ehrlich. Greifen wir an, Freunde. Ja, er kann noch lachen, mir ist ehrlich gesagt ein bisschen vergangen, aber okay. Da schicke ich mal ihn rüber, weil er hat ja den Axtspalter. Ja, super. Mann! Haben wir es doch auch noch so, ist ja gar kein Problem. So, sind die Insel noch stark, von dem her klappt das ziemlich problemlos. Jetzt, okay. One-Hit KO. Das war Nummer 1. Zack, zack. Und das war die Nummer 2. Weil es kann. Critical Spamming. Okay, die kann man sowieso gerade so dahin, also müsste ich auch mit 2 Feldern angreifen. Gut. Silberdolch, macht so nicht so viel Damage. Ich schicke trotzdem lieber mal sie noch rein. Okay, dann reist natürlich auch mit nach vorne, aber schon ein paar Truppen. Aber eigentlich hier schon eine Magierin, dann kann sie hier rüber mit. Das gilt für Scarlet. Ich lasse Kanna mal hier, falls er noch Unterstützung braucht, hier oben. Ich glaube es zwar eher weniger, ich glaube, wir Sender eigentlich selber platt machen können, aber trotzdem. Die boosten sich weiterhin. Wir alle sind sauer, dass Elise von uns gehen musste. Dafür werde ich ja bluten, ihr Schweine! Nee, natürlich ist der falsche Ansatz. Aber ist es so. Rache folgt auf Rache. Wenn zwei Seiten sich bekriegen, wird niemals Frieden herrschen. Das ist leider eine traurige Tatsache. Aber es muss mal Schluss sein. Die Frage ist bloß wie. Und ich glaube, Rinke wird nicht mehr leben.
Okay, ein bisschen Schwein muss sein. Erstmal die da oben noch platt machen. Okay, ja, ich weiß, sind irgendwie so gefährliche Dinge am Laufen. Ja, kriegen wir schon hin. Das würde, wenn ich doppeln würde. Und doppeln ist ziemlich scheiße. Mann, sind die schnell. Ich habe jetzt eine bessere Chance. Ich überlege gerade, Asura ist zwar da, kann also beide machen, okay. Du musst aber auch treffen, Scarlet. Ich meine 73, ich wollte schon sagen. Ach, Scarlet, also manchmal, ganz ehrlich. Er kommt aus dem besten Töter, also hallo. Und du kannst kritten! Ja, können heißt nicht tun, wa? Hm. Haben wir gerade auch feststellen müssen. Spüre die Macht meiner Schlange! Ja, Schlangengeist wirkt wie eine Art, genau, schlägt zusammen zu, wie eine Art Kriegerwaffe. Von dem her ziemlich episch, ziemlich geil. Ich kann ihn nicht doppeln, ist ein bisschen doof, ich mach's halt trotzdem hier drüben. Das glaube ich jetzt einfach nicht, hey. Wie kann man so ein Pech haben, ganz ehrlich? Das war schnell. Sehr gut. Ja. Relativ wenig machen, also erstmal den hier oben ausschalten. Das ist, glaube ich, ziemlich... Meine ziehen noch um einiges besser. Boah, dieses Rote. Das tut er in den Augen weh. Ja, super. Mann, genau das wollte ich einfach vermeiden. Oh, jetzt können wir nochmal angreifen. Wir brauchen einen Crit-Kumpel. Ja, natürlich, jetzt wo er critten muss, crit er nicht und die anderen trifft ständig daneben. Nachher ist wieder mal so scheiße. Jo. Einer ist sicher mal draus, ich schätze mal vielleicht sogar zwei. Weil kann ich nichts mehr tun. Nur gedacht, den kriegen, oder sie kriegen noch weg. Aber einer kann dann noch angreifen, das ist ziemlich scheiße. Ganz ehrlich, wie kann man nur so ein Pech haben? Das war hier unten etwa das gleiche Bild, aber mal gucken, der kommt dann noch bis dahin, wa?
Macht auch wieder Rashinto. Ist ja immerhin seine heilige Waffe. Tja, der Typ mag es garantiert nicht mehr heiß. Schon ein wenig besser. So, jetzt haben wir noch Silberdolch. Okay, für den Nachhut, ich bin hier eben noch am Warten. Ja. Jo, es ist vorbei, außer wir zuerst angreifen. I failed again. Und das nur, weil ihr nicht kritten könnt, wann ihr müsst. Darf nicht treffen, 75%. Mhm. I'll help you. I can go. Aber es ist im Prinzip ziemlich symbolisch für dieses Kapitel, oder? Von wegen Elise und so weiter. Es läuft so, wie man es gerne hätte und nachher wartet. Ich kann sagen, kriegt er jetzt etwa noch? Eigentlich müsste Ryoma gegen Sender antreten, zumindest gemäß nach Kapitel 6 und so vom... Davon gab Kapitel 6 aus, irgendwie so aussah. So, die kann natürlich auch nicht so weit, das heißt, wir haben hier ziemlich viel Luft. Ja, komm, du musst erst mal treffen, 36%. Hey, also hallo. Mein Critical! Ziemlich eindrucksvoll. Level 11. Was verboten gehört. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber es geht schon in eine gute Richtung. Shuriken schlägt Schwert. Wurfkeule, Eisenkeule, ja, mal versuchen. Vielleicht trifft er ja. Alle Power of the Moon! Moon Lightning! Level 12! Jo, so muss es sein. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Resistenz bei ihm, aber man kann nicht alles haben. Wie gewohnt. Jetzt machen wir es nochmal sicher. So, hier drüben ist ja alles ready. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Da kommt doch noch einiges mehr. Und sogar Silberlanz-Typ hier anlocken. Die tun allerdings ziemlich weh. Oh je, Mine. Sicher nicht so schlecht. Dann sie noch wegen dem Hammer, natürlich auch noch einiges wehtun. So. Auch wie gesagt, lassen wir mal hier für alle Notfälle noch. Dann haben wir 12, 14, 12, 12. Von dem her ziemlich egal, wer hier angreift. Doppeljumi. Waffenvorteil umkehren, Critical erhöhen, weg ist er. Oder auch nicht. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Jo, mit 75 trifft sie nicht, mit 47 trifft sie. Ja, ja, das ist Fire Emblem. Wie wir es kennen und lieben. Oder manchmal auch hassen. Das ist sogar relativ wenig.
Und der Part geht langsam sicher episch zu Ende. Ich denke, wir werden noch etwa 5 Minuten maximal noch die Kämpfe fortlaufen lassen. Dann werden wir langsam mal beenden hier. Einfach nur so, weil es kann. Nee, natürlich eben, weil wieder mal nicht so lange ist. Und denke mal 30 Minuten insgesamt dann. Mit Katzen und so weiter. Dürfte schon passen. So. Ja gut, das wird wehtun. Falls sie trifft, tut sie nicht, okay. I'm ready. Don't come any closer. Da freut sich Scarlett über ihren Hammer. Hey. Sehr gut, der nächste bitte. Don't make me laugh. You're gonna need stitches. Und jetzt nicht mein Wasserrad. How do I look? This calls for Keine Chance gegen mein Wasserrad. Doppeltes Level Up. Also, nee, doppelt stimmt gar nicht. 13. 15. Ja, Magie steigt gar nicht mehr. Zauberbuch-Spezialist. Okay, stark gegen andere Magieanwender. Kann auch wieder ein paar. Kann ich eigentlich da wegnehmen, die sind nicht mehr so wichtig. Da ist ein Helm mit Kriegerschwert, ich glaube nicht, dass er irgendwie ein bisschen was fangen kann und so weiter, oder? Ne, bei dem wird es geben, andere nicht, schade. Wird trotzdem Zeit von einem von beiden hier. Hasta la vista zu sagen. Es war eine Pflicht, Milord Sender nur in der Reihenfolge zu beschützen. Mögen die Götter meinen Gegnern gnädig sein, denn ich bin es nicht. Wir sind es auch nicht. Wir hätten vorne sein können. Da fehlt noch einer in der Mitte. Takumi. This should be interesting. Let's make this quick. So, jetzt aber. Ja, dann bitte, Dankeschön. Move! Silber! A good effort. Ihr kennt allen Silver Surfers, sie ist der Silver Rider. No. Ja, ich muss sagen, wir kommen ziemlich schnell voran dafür, dass eigentlich ein eigenes Kapitel und so weiter ist. Ein Kombi müsste aber eigentlich reichen. Amazing. Oh, Oh, thank you so much. Ja, ich matsch relativ viel. okay. Die Naginata ist im Vorteil. Not bad. Ja, ich glaube, links ist ziemlich fertig, war. Fehlt noch der mit Fimbul Winter und dann bin ich eigentlich durch. Die Vorteil wen da irgendwie noch. Bei ihm vielleicht nicht, war mein Hals. Hilfe. Was kann denn los? Werden wir ganz kurz. So. Ich muss ganz kurz was trinken, weil gerade irgendwie Hustenreizmäßig. Natürlich nicht geil.
Oh, da kommt einiges auf uns zu. Ich blogge ein bisschen hier ab. Moment, schon wieder. Muss ganz kurz. Moment, geht gleich weiter. So, da bin ich auch schon wieder. Sorry, Freunde. War gerade irgendwie wieder ein bisschen doof mit dem Hals. Die haben eigentlich alles solche Waffen, wa? Geht vor allem gerade ein bisschen darum, die natürlich alle zu schwächen. Und nicht gerade Ryoma irgendwie in den Prangen zu stellen. Es wird irgendwie gerade ein bisschen schwierig, das so durchzubringen. Die kann eigentlich nur bis dahin, wa? Man hat die Kriegerlanze, denke ich mal, dürfte die gefährlichste von beiden sein. Das heißt für ihn hier mit Doppelkatana. Ja, hoffen wir, er schafft es alleine, wa? Wenn man ein Partlänge. Ah, die sind gerade so gut dran. Doof. Ich will noch ein bisschen hier abfangen mit eben noch gesenkte Werte, ja. Nein, da bringt natürlich nicht viel. Weil natürlich immer noch mehr hat als die anderen, also von dem her. Kombi. Ja, komm. Sicher ist sicher, wir bringen uns hier in Sicherheit. Sicherheit. Dann nochmal ganz kurz zwischenspeichern. Ich weiß nicht, wo irgendwie plötzlich wieder mal ein Abbruch oder so etwas passiert. Also Absturz natürlich, nicht Abbruch. Und trotzdem einfach jetzt mal Sender an. Kämpfe ohne Furcht und zögere nicht. Das lobe ich mir. Zeig, was du kannst. Show me your move. Vielleicht ein bisschen zu viel gerade. Toll, nächstes Mal ist alles vorbei, schön. Bist du bereit zu sterben? Wenn nicht, dann gebe ich dir 10 Sekunden. Oh, dann sind wir schon um. Ja, prüf erst mal. Sag ich ja. Treffen ist eine hohe Kunst. Oh. Und sie beherrschen sie. Beherrscht auch den Critical Move. Und den Astro Move. Er beherrscht gar nichts. Seiner lächelt plötzlich. So, Freunde, time to finish. In this turn, my move will end this game. The left side is finished. Now turn to the right side. While I speak English, I have no idea what I'm doing here. Ja, trifft sie noch gut. Ein Treffer weg wäre mir eigentlich lieber. Genau, wie so etwas zum Beispiel.
care of. Sehr gut, Felicia. Sehr gut. So, ich mir das. Dann darf er sie umnieten. For the glory of Ninetales. Back to you. Okay. Das ist doch alles relativ schwach drauf, ist also nicht erwartet. Unterschätzt nicht den kritischen Wert. Ja, unterschätzen halt doch. Rang A, bei ihm geht's noch weiter, sehr schön. We can do this together. Nächster Tag wird abgeblockt. No! 3 insgesamt fehlen hier noch, wa? Freunde, bringen wir es zu Ende. For the glory of Hoshido! How could I be so careless? Ich wusste, dass du es schaffst. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe dir immer gesagt, wenn du etwas willst, schaffst du es auch. Bruder, deine Technik war tadellos. Endlich hält sich nicht mehr zurück. Mehr wollte ich dir nicht beibringen. Du wirst dem Anführer, den ich schon immer in dir verborgen sah. Sender. Warum? Warum? You'll be all right. Hoshidenbun wurde okay. Den Norbun habe ich nicht drauf, oder was? You are stronger than before. Du hast dich gut geschlagen. Nein, ich bin immer noch zu schwach. Ich bin dir noch immer nicht gewachsen. Warum hast du mich gewinnen lassen, Sender? Sag es mir, warum? Why? Antworte mir. Ich habe so hart trainiert, um stärker zu werden. Aber es reicht nicht. Du hast mich trotzdem bis zum Ende beschützt. Es ist wie damals, als wir eben zusammen übten. Es ist wie... Trockne deine Tränen, kleiner Prinz. Weißt du, welche Erinnerung mir am wichtigsten ist? Der Abend, als ich mit dir, Elise, Camilla und Leo beim Speisen zusammen lachte. Ich glaube, Leo hat an diesem Tag die Schuhe falsch herum an. In meinen Erinnerungen gibt es viele Situationen, in denen wir alle lachten. Das waren die schönsten Tage meines Lebens. Why? Warum hast du es dann so beendet? Wieso mussten wir gegeneinander kämpfen? Hättest du nur auf Elise und mich gehört. Hätte keiner von euch beiden sterben müssen. No. Du kannst dein Leben nicht wegen was wäre wenn wegwerfen, kleiner Prinz. Du hast deinen Weg erwählt. Doch mir gab man diese Wahl nicht. Ziemlich bitter war, aber stimmt eigentlich. Wir haben damals auf gesagt, ich wähle einen Weg für mich selbst, okay. Aber die anderen, nö. Gegen Hoshido, dritte Weg wäre vielleicht was anderes gewesen. Ich schließe noch keiner Seite an, sondern selbst wählen. Ja, Offenbarung eben. Ich bin der Kronprinz Nurs, meiner Geburt und mein Schicksal besiegelt. Brother, Sender. there is no time for tears. Ich stelle mir gerne vor, dass es in einer anderen Welt anders gekommen wäre. Dass wir den Krieg gemeinsam beendet hätten, Seite an Seite kämpfend. No! Sender, nicht, bleib bei mir! Ich bin hier, Bruder. Verzeih mir, dass ich dich gehen ließ, als Kronprinz. Bin mir keine Wahl wie dir, Leo oder den anderen. Daher versuchte ich dich wieder zu töten, zum Wohle Nurs. Doch zum Schluss tat ich das, was ich dir stets sagte, nicht zu tun. Meine Gefühle siegten über mein Pflichtgefühl. Das erschließe mein Ende. Ist das Gerechtigkeit? Won't allow it. Das ist ungerecht, Sender. Glaubst du, du kannst etwas sagen und dann sterben? Ich werde nie so gut sein wie du, Sender. Das verstehe ich jetzt. Ich habe eben zu dir aufgesehen. Du darfst mich nicht verlassen. I believe in you. Du hast mich bereits übertroffen, kleiner Prinz. Siehst du es denn nicht? Ich kann der Welt und nur keinen Frieden geben, aber du kannst und wirst es. Du kannst die Dinge tun, die ich nicht tun kann. So übertriffst du mich am Ende. Sender. I'm counting on you. Vater, Garen, er ist er ist nicht die Person, die er einst war. What? Sender.
Ich verspreche dir, ihn aufzuhalten. Thank you. Vielen Dank. Es ist nur Zeit, liebewohl zu sagen. Bitte wein nicht um mich. Nein. Sander. Sander. Michael. Zwei Geschwister an einem Tag, beziehungsweise in 2 Parts. Das ist übel. Everyone. Wir sollten weitergehen. Das ist das, was sie gewollt hätten. Wenn ich hierbleiben weinte, würde Sander mich sanft ausschimpfen. Ihr Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Ich muss weitermachen. Ich muss das Licht in der Dunkelheit sein, so wie es Elise war. Ein einfühlsamer, entschlossener Anführer muss ich sein. Wie Sander. Wenn wir König Gary nicht aufhalten können, dann war alles umsonst. Komm, Freunde, es ist Zeit. Very well. Du kannst es schaffen. Thank you. Danke, Asua. Es scheint ein Licht am Ende des Tunnels und dort war der König Garen. Sander, Elise, ich hoffe, ihr beiden wisst, wie lieb ich euch habe. Ich glaube, euch stolz zu machen und den sinnlosen Krieg für immer zu beenden. Echt eine verdammt bittere Pille. Jo, Freunde, nächster Part dann. Theoretisch Kapitel 27, werde bis dahin aber noch ein bisschen trainieren. Das heißt, soweit trainieren, dass wir sicher mal Felice Level 40 haben, also versuch's zumindest mal. Geht vor allem darum zu gucken, ob das echt das Ende für sie ist und wie es mit den Werten dann aussieht und so weiter und so fort. Dann halt vielleicht noch die anderen noch Level 15 bringen, alle. Wäre noch ganz nice, wenn noch hier und da ein paar Missionen zu machen, nicht wahr? Und dann, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die sicher ziemlich episch wird und, ja, Zen hat's gesagt, den Weg wählen. Er konnte es nicht, wir konnten es. Ich glaube, es wird echt so, dass wir nach diesem Let's Play dann Fire Emblem Fates Offenbarung zocken. Ich denke mal, Herrschaft ist ein bisschen umgekehrt, oder denke mal, auch da wird am Schluss Sakura und Ryoma sterben und dann doch König Garen am Schluss der große Endboss. Weil irgendwie einfallen wird, weil Ryoma tot ist, oder keine Ahnung. Wir sehen sie dann. Und bis dahin sage ich vielen Dank für euch wieder mal zum Zusehen und ja, wie soll ich sagen? Rest in Peace, Elise and Sander. Bis dahin, ciao zusammen.